Jetzt war die ganzen Pandemien waren, ne, da haben sich ja viele Leute haben sich neue Hobbys gesucht. Wie zum Beispiel der Steidlwirt von Runding, ist unter die Modelleisenbahnbauer gegangen und der hat das Modelleisenbahnbauen angefangen. Hat im Keller ein Meisterwerk erschaffen. 1,5 Jahre hat er drauf gebaut, bis es uns, der Toni und ich, wir waren die Ersten, die es gesehen haben. Das ist wirklich absolutes Meisterwerk. Da hat er unser Dorf Runding hat er im Keller unten 1:1 nachgebaut. Also nicht 1:1. Das passt ja nicht rein. Von der Statik her darf das gar nicht geben, weil es ist da komplett Runding unter Höhlen, ne, und dann hat das alles runtergekommen von oben. Nein, er hat es in so einem Maßstab gebaut, aber wirklich einfach perfekt nachgebaut. Das Wirtshaus zum Beispiel, das Neubaugebiet mit den 10 Toskana-Häusern, ne, also die Obdachlosen von Neukirchen. Perfekt, also da Hoselnussstaun ist auch durchgestanden. Da waren, vor der Hoselnussstaun waren 2 Plastikmenschkerler, 2 Plastikmännchen. Und da hat er gleich gesagt, das hat es zwar. Ne? Da waren wir schon stolz, dass wir in dem Meisterwerk drin vorkommen. Ja, und das, wenn man sich ein bisschen genauer angeschaut hat, ne, da waren lauter so kleine Geschichten. Da, wenn man aus Runding kommt, ne, da weißt du genau, also was da passiert ist. Zum Beispiel von der Bucher Barbara. Ne, diesmal mit dem SUV, mit dem Citroën Berlingo, ist die fürs Garagentor rausgefahren, ohne das Garagentor aufzumachen. Ne? Das hat er so schön nachgebaut. Also, ne, oder von Max von der Autowerkstatt. Da ist hinter der Werkstatt, da läuft das Bacherl vorbei, richtig malerisch, so sagt man. Da hat er immer die Motorwäsche, macht er immer da hinten. Und das hat er so schön gebaut, gell? Da kommt das Bacherl kommt hellblau daher und ab dem Auto geht schwarz weiter. Ja? Ich gesagt, da schau mal hin. Lauter so Details. Ne? Hat aber auch, einen Fehler hat er auch drin gehabt, hat gesagt, da schau hin, von der Müllbauer Suite, ne, vor dem Haus, ne, da messt er normalerweise ein Erwin, sein Auto, ihr Mann, sein Auto, dort stehen, ne, da steht aber vom Flink der VW-Bus. Ne? Ich sag, das stimmt nicht. Dann sagt der Steidlwirt, doch, das ist unter der Woche. Ne? Ich gesagt, das darf ich den Erwin nicht sagen. Ja? Nein, er hat gesagt, am Wochenende stell das um. Ne? Also, ja. War einiges, ne? Freitag stellt er immer um, ist er ganz schön beschäftigt, ne? Was er da alles umstellt. Und nachher, in dem Moment, ne, wo wir mir die Modelleisenbahn angeschaut haben, ist auf einmal das Licht gegangen. Und dann hast du alles ganz genau gesehen, ins Detail rein. Und dann haben die Leute schon mal angeredet und haben sich gedacht, da findet man den Schalter. Vielen Dank und einen riesen Applaus für die Technik. Thank you very much. Und ist schon Mittag. Und nachher, ja, und dann habe ich gesagt, da habe ich das so angeschaut, die Modelleisenbahn, habe ich gesagt, aber irgendwas stimmt da nicht. In der Modelleisenbahn habe ich so, ich habe nicht, irgendwas fehlt da. Da ist mir aufgefallen, habe ich gesagt, da fährt ja gar kein Zug. Da sagt der Steil zu mir, ja, Runding hat ja gar keinen Bahnhof. Ich habe gesagt, du kannst ja keine Modelleisenbahn bauen ohne Modell, also das ist das gibt's ja gar nicht, habe ich gesagt. Da hat er gesagt, naja, ihr wisst nicht, wo er da die Gleise verlegen sollte. Und ich habe gesagt, da herunten von den Wiesen, ne, da heißt das, ne, vom Hungerbau seine Wiesen, da kannst du das Vierer legen. Da sagt er, ja, das sind nur ein Hungerbau und seine Wiesen. Da habe ich gesagt, na, dieser Spannplatten, der gehört dir, da kannst du machen, was du willst, ne. Dann sagt er, ja, das macht er nicht, der Hungerbau 100%, der wenn es sagt, will er eine Pacht haben, ne. Kennen Sie es ja, die Bauern, hat er gesagt. Ich habe gesagt, man muss ein bisschen kreativ sein, dann musst du einen anderen Weg finden. Dann hat er gesagt, ja, wenn er da kreativ sein soll, dann braucht er halt eine Inspiration. Ne? Und dann ist mir das eingefallen, da gibt es da in Hamburg das Modelleisenbahnmuseum. Da haben wir gesagt, da fahren wir rauf. Zu dritt haben wir da gefahren. Ne? Der Toni, der Steidlwirt und ich haben wir mit dem Auto, ne, mit dem Unimog auf Hamburg aufgefahren. Das hat man damals noch machen können. Und da fährst 93er auf Schwandorf und dann links ist da das, genau, auf Hamburg. Und dann waren wir in dem Hotel drin, das war schon richtig fein, also Atlantik hat das geheißen, ne? Obwohl Hamburg ja nicht am Meer liegt. Das meinen nicht viele Leute, aber das habe ich auch nicht gewusst. Hamburg, das liegt schon an einem See, ne? Der Nordsee hat der geheißen. Und dann haben wir da rein in den Atlantik, ne, da war an der Rezeption, da war ein echter Mensch dort, der hat mit uns geredet, wir haben mit ihm geredet, er hat uns nicht verstanden, wir haben ihn nicht verstanden. Ja, eine halbe Stunde haben wir da, bis wir ihm irgendwann mal den Schlüssel abgemacht haben. Ne.
erster Stock, ne, da hat er die ganze Zeit angefangen, Restaurant. Der will mir da ins Restaurant gehen, aber der Toni hat gleich gesagt, wenn er einmal in seinem Leben in Hamburg ist, ne, da will er schon so einen Hamburger essen. Ne. Ich gesagt, von mir aus, ne, wenn es der Toni will, spielt das in. Ja, dann haben wir in die Stadt rein, ne, aber meinst du halt, es gibt in ganz Hamburg, haben wir keinen Hamburger gefunden. Es gibt Fischsemmeln an jeder Ecke, Currywurst mit Pommes, überall, aber einen Hamburger nicht. Ne, aber er unbedingt in Hamburg will er einen Hamburger essen. Ich war schon heilfroh, dass wir nicht auf Paris mitgefahren sind, ganz ehrlich. Ne. Nachher haben wir uns schon verrenkt gehabt, ne? Dann fängt es auch noch das Rennen an. Weißt du, da bist du einmal in deinem Leben in Hamburg und dann rennt es auch noch. Ne? Also ein Zufall. Dann haben wir da in so einen Schüttel haben uns untergestellt, Kebab ist da oben gestanden. Und der, was da drin gestanden ist, das war der erste Einheimische, also den, was mit mir auch verstanden haben. Und das war ein richtig netter Mensch. Der hat gleich gefragt, was mit uns los ist. Ne? Dann habe ich gesagt, ja, ich glaube, wir haben uns verlaufen. Ne? Sagt er, Falafel? Habe ich gesagt, ja. Alle drei, habe ich gesagt. Dann hat er uns was zum Essen gemacht. Einfach so. Weißt du? Das waren so Hackfleischbällchen, ne? Mit so einer man hat schon essen können, war nicht schlecht. Gell? Und nachher, ja, dann haben wir gedacht, wenn wir schon einen Einheimischen da haben, dann fragen wir gleich, gesagt, wo ist denn das da? Eisenbahnmuseum, wo ist denn das Eisenbahnmuseum? Dann hat er gesagt, ja, er kennt das nicht, Eisenbahnmuseum. Er hat gesagt, der Reeperbahn, die ist da ernten. Ne? Dann haben wir auch gesagt, dass wir vielleicht das Reeperbahn-Museum schnell, dass wir ein bisschen kulturell auch was gemacht haben. Ne? Aber ja gut, mit dem Museum hat das nichts zu tun. Ne? Also ganz ehrlich, ich war schon auf vielen Veranstaltungen, ich war schon am Bisilin Adventsabend am Drachenverein. Ich war am Rundinger Fasching, das ist wirklich extrem. Der Rundinger Fasching, da hat sogar unser Herr Pfarrer hat da einen Spitznamen gekriegt, damals, weil er da als Schotte ist er gegangen, ne? Mit Dudelsach. Und dann, da war der Umzug, ne, dann ist der Frauenbund vorbeimarschiert. In dem Moment war der Frauenbund, ne, hat er den Handstand gemacht dann. Ne. Ja, das war nicht in Ordnung. Schottenhammel haben sie dann so, also war halt dann der Spitzname. Ja. Ich habe gesagt, das habe ich alles schon miterlebt, ne, aber da, also zuerst haben wir uns so gar nicht ausgekannt, dann haben wir da rein, da war so ein Straßenschüttel, Herbertstraße, ne, wir haben noch Selfies gemacht, weil für uns der Metzger heißt auch Herbert. Da haben wir gesagt, machen wir Selfies, ne, der Bolzenberti. Ob Sugelrimpfi oder Pferde, am Schluss, da kommt der Bolzenberti. Da haben wir die Selfies gemacht und der Herbert hat das selber, der hat ja gar kein Handy nicht. Ne? Dann haben wir unsere Frauen heimgeschickt. Und, ja, super Idee gewesen. Ja. Nachher, weil in der Herbertstraße, also das kann ich jetzt öffentlich nicht erzählen, das ist ja schon, also man kann es im weitesten Sinne vielleicht noch mit einer Physiotherapie irgendwie. Ich war auch selber schon oft bei der Physiotherapie. Das ist auch eine halbe Stunde, ne, aber das ist, also, ich war da im Vanderwert, ne, da ist es ganz anders dabei da. Ne, da gehst du rein, also ich bin ja immer so, ich gehe, wenn mir das Kreuz weh tut, wenn mir der Rücken schmerzt, dann gehe ich in Physiotherapie und hinterher geht es mir besser. Und das war genau anders, Dummi. Ne. Ich bin da reingegangen, war in einer Pumpel gesund, weil ich rausgekommen, ich habe mich fast nicht mehr rühren können. Ne. Ich bin ja so rausgegangen, habe ich auf die anderen zwei gewartet, ne? Die haben sie total ausgenommen. Ja? Also auch finanziell. Ne? Zu dritt haben wir uns geholfen gegenseitig. Nein, das war daheim auch keiner mehr gewohnt. Ne? Und mit letzter Kraft haben wir uns da in den Atlantik wieder zurückgeschleppt. Ne? Dann sind wir da rein, ne? Dann haben wir in den Aufzug in den ersten Stock gemessen, ne? Und der Steilwirt hat nicht mehr Tenti-Tape gehabt. Auf 1 hätte er drucken sollen, also auf -1 hat er gedruckt. Ne? Dann haben wir noch umgefahren, ne? In Köln, da war dann die Hotelbar, war in dem Keller da drin dann. Ne? Ich sag, manchmal passieren Sachen, du willst das gar nicht, dann passiert es dir aber trotzdem. Ne? Dann sind wir da rein, da ist noch ein bisschen Gaudi gewesen. Hinten war ein Platz frei, da haben 2 gesessen. Der eine war so ein Zaudierer Hankerlin, also ein dünner Mensch. Der hat einen Hut aufgehabt, so eine Ziegenviere und Sonnenbrille. Ne? Und ich hab ihn zuerst gar nicht gekannt. Ne? Aber das hätte man eigentlich gleich gehört. Und daneben war der Gorilla, der Bodybuilding, der hat auf ihn aufgepasst. Ne? Da habe ich gesagt, Kim, der raucht, da sitzen wir uns hinten. Dann haben wir zu dritt marschiert, haben wir gesagt, aber dere, können wir uns da hinsitzen. Er hast du nicht verstanden, weil der so genuschelt hat. Aber er hat dann schon Pass gehabt. Ne? Und dann hat er halt gleich gefragt, wo wir herkommen. Dann haben wir gesagt, wir kommen von Cham. Da hat uns einfach ein halbes Bier reingelohnt. Ne? Also nicht ein halbes, das waren so... Wir haben uns zuerst gar nicht anlangen trauen, ne? Weil wir gesagt haben, nicht, dass wir es drücken, ne? So 04 oder was das waren. Ich habe gesagt, da, in Niederrunding trinkt man da einen Schnaps aus, habe ich gesagt.
Nein, und dann haben wir uns eine rechte Gaudi haben wir gehabt. Auf jeden Fall, irgendwann fängt der an und sagt so, er trinkt mir Brüderschaft. Dann habe ich gesagt, ich bin der Helmut. Dann sagt er ist der Udo. Ja, und dann habe ich es auch kapiert. Ja, ich habe es kapiert, aber der Toni nicht. Da habe ich gesagt, Toni, schau mal, mit wem wir da am Tisch sitzen. Und er hat gesagt, er kennt den nicht. Ich habe gesagt, schau genauer hin. Ne, hat er ihm einen Hut runter. Ne, der Gorilla hat er schon geschaut, ganz fest. Dann hat er mit einem Griff hat er ihm dann Zigarren und Sonnenbrillen so weg. Und dann hat er gesagt, ja, jetzt kennt er ihn auch. Udo Jürgens. Ne? Ja. Man muss sich vorstellen, fahren wir einmal um die halbe die Welt rundum und treffen wir auf der anderen Seite von der Weltkugel, treffen wir in Köln unten einen Udo Jürgens. Ne? Ich habe gesagt, der Wahnsinn. Der Steilwieder hat gleich gesagt, ihr seid ja blöd, der Udo Jürgens, der ist ja schon lange gestorben. Ich habe gesagt, der ist ja nicht gestorben, der lebt, schau da hin. Ne? Ja, ihn zwickt am Arm, ne? Ich habe gesagt, da, eindeutig brauchst du noch Beweise, der lebt, ne? Ja, und nachher, mir hat das schon gefallen, ne? Dass wir da, und den Toni, den hast du nicht mehr haben können, ne? Ich hab mich schon geschämt, ne? Da hat er seinen Schnupftabak raus, der Toni, und hat von Udo Jürgen hat er so einen Hafer aufgebaut, und hat er gesagt, für ihn war es die allergrößte Ehre, ne? Wenn er da als Prominenter mit seinen Zinken in den Hafer reinhalten darf, ne? Und mal sagen, Hut ab von Udo Jürgens, ne? Das ist ja so ein Grischberl, aber der hat den ganzen Hafer auf einen Sitz hat er den weggezogen, ne? Vor solchen Leuten habe ich einen Respekt, ne? Dann hat er auch gesagt, er hat auch einen Schnupftabak dabei, ob wir den auch probieren wollen. Ich frage ja, freilich auf, ne? Das war Menthol oder was das war, ne? Ja, war ganz schön Rass in der Nase drin, ne? Ich hab die ganze Nacht nicht mehr schlafen können drauf. Jetzt habe ich schon so ein kleines Breckerl gehabt, aber der Toni, der hat sich ja nicht anschauen lassen, der hat den kompletten Hafer weggezogen, ne? Und so habe ich einen Toni noch nie erlebt. Ne? So ist der dann umeinander. Dann ist er die ganze Zeit auf den Udo Jürgens, der ist den so angesprungen, weil er so ein kleiner Hund, ne? Bei uns sind die kleinen, der Chibabchichi oder dabei, weißt du schon. Und dann hat er gesagt, ja, da, wenn er schon da ist, hat er gesagt, da ist Prominenter, wenn er für uns, ne, nur für uns, ein Liedl singen kann von seiner Kassetten aber, ne? Einen griechischen Wein wollte er haben, ne? Dann hat der Udo Jürgens gesagt, ja, das Liedl, das singt er nicht, das ist gar nicht von ihm. Und da kennst du die großen Stars, ja? Das sind keine Angeber, ja? Das sind bescheidene Leute. Der hätte auch sagen können, da, ich hab halt 100 goldene Schallplatten verkauft. Nein, der hat gesagt, das Lied ist nicht von ihm. Und das hat mir imponiert, aber der Toni hat das nicht mehr verstanden. Ja, der hat sich dann gepackt, ne? Der hat dann so hier, dann hat er so zusammengedrückt, ja, dann ist der Gorilla gekommen. Der hat zwei Dumpfe da, dann ist er durchgelegen. Der Gorilla. Und ja, das packt der Toni überhaupt nicht, wenn jemand aggressiv ist. Kann er nicht haben. Ne? Ja, und dann, weil der Gorilla ausgeht, der war bei so ein Käfer, ne? Der hat sich dann nicht mehr gerührt. Und dann auf das hat dann der Udo Jürgens auch gesagt, also er ist jetzt mittlerweile so weit, er darf das Lied singen. Ne? Und ich muss sagen, ich habe die Version nicht kennt, ne? Aber das war dermaßen emotional. Ne? Und ich habe mir gesagt, ich habe schon viele Sachen mitgemacht. Ich war auf dem Besinnigen Fansabend, ich war in der Physiotherapie in der Herbertstraße, ne? Aber da... so emotional, ne? Und dann haben wir ein paar Sachen haben wir singen lassen, weil er schon da war, ne? Da haben wir da Ding, atemlos haben wir ihn singen lassen, ist ja klar, ne? Cordula Grün, oder Ding haben wir, Ruki Zuki, mein Vater hat einen Marihuana-Baum, da hat er nämlich ein Textkind, haben wir mit ihm einen Text noch üben müssen vorher. Hier kommt die Maus, alle meine Händchen, alles haben wir gesungen, bis uns eine Dreiviertelstunde lang ist uns nichts mehr eingefallen, ne? Weil so viele Lieder gibt es auch nicht, ne? Dann hat er irgendwann gesagt, ja, was machen wir jetzt? Dann habe ich gesagt, na ja, jetzt machen wir Pause. Danke.